Ja, wir feiern heute zweiten Advent und wollen diese Botschaft anschauen, wirklich etwas erklären, das, was wir vorher im prophetischen Wort gehört haben. Warum ist es wirklich so, dass der Herr unsere Tränen in Freude verwandeln kann? Ich möchte versuchen, dir zu helfen, einen Zugang zu finden, zu sagen, Weihnachten kann wirklich Freude sein, auch in meinem Leben. Ja, wir feiern zweiten Advent und Adventszeit ist so eine Zeit, wo viele Gefühle hochkommen, die wir sonst unter dem Jahr vielleicht nicht so spüren oder kennen. Positiv und negativ. Also ich gebe euch ein positives Beispiel. Ich fühle mich zu Hause in der Adventszeit immer etwas wohler als sonst unter dem Jahr. Unter dem Jahr ist das Zuhause, das ist Schlafen und Essen und sich bereit machen für die Arbeit oder so. Aber wenn du in der Weihnachtszeit nach Hause kommst, dann setze ich mich ins Sofa und zünde eine Kerze an und es ist irgendwie mehr zu Hause, mehr Heimat, mehr daheim als sonst im Jahr. Es sind spezielle Gefühle, die hochkommen. Aber es können auch negative Gefühle hochkommen in der Adventszeit. Kann sein, dass du besonders spürst, hey, da war mal ein Mensch in meinem Leben, den ich so gerne hatte und der ist jetzt nicht mehr da. Und so, es wird vielleicht noch verstärkt, diese Adventszeit, durch die Dunkelheit, die wir draußen erleben, morgens und abends und teilweise auch tagsüber, wenn es so neblig ist. Und die Kerzen, die wir anzünden, um irgendwie zu sagen, hey, es gibt auch Licht, es gibt auch Schönes. Und das spüren wir eben auch, dass mit dem Licht irgendwie, hey, so könnte mein Leben sein. Wenn es ganz schön wäre, dann wäre mein Leben so. Aber vielleicht auch die Dunkelheit zu spüren und zu sagen, hey, mein Leben ist eben nicht so ideal, mein Leben ist nicht so gut verlaufen, wie ich es mir gewünscht hätte. Und so wollen wir uns heute fragen, gibt es Hoffnung, wenn wir in dunklen Momenten sind in unserem Leben, wenn es dunkel ist in unserem Herzen? Gibt es Hoffnung? Gibt es die Möglichkeit, dass Gott meine Situation, in der ich jetzt bin, noch verändern kann? Dass vielleicht nach vielen Jahren von Dunkelheit in meinem Herzen Gott wirklich noch etwas verändern kann. Und wir lesen aus Jesaja 8, 23 bis Jesaja 9, 6. Und es ist ein Text, wo es auch um Dunkelheit und Licht geht. Da heißt es, doch diese Zeit der Dunkelheit und Verzweiflung wird nicht für immer andauern. Wurden früher auch das Land Zebulon und das Land Naphtali gedemütigt, so wird später das Gebiet der Völker, die Gott nicht kennen, die Straße am Meer jenseits des Jordan, zu Ehren kommen. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht. Und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. Du vermehrst das Volk und schenkst ihm große Freude. Es freut sich über dich wie ein Volk zur Erntezeit, wie jubelnde Menschen, die Beute unter sich aufteilen oder Geschenke auspacken. Denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte und den Stock auf seinem Nacken, die Peitsche seines Treibers. Alle dröhnend marschierenden Stiefel und blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden und den Flammen zum Opfer fallen. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, das haben wir letzten Sonntag gehört. Und jetzt heute starker Gott oder Gottheld heißt das Wort auch. Ewiger Vater, Friedensfürst. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids. Und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Die Bibel braucht ein sehr starkes Wort für diese Dunkelheit, die in diesem Land war. Das Wort heißt auf Hebräisch Salmavet. Und es ist eigentlich eine dunkle Finsternis oder man könnte eben auch sagen, eine Dunkelheit in den Herzen, die so groß ist, wie wenn der Tod dich schon überschattet, wie wenn der Tod schon seinen Schatten auf dein Leben wirft. Und so fühlte sich das Leben damals an. Verzweiflung, Hunger, Angst. Es war eine Zeit des Krieges in Israel. Und Israel hatte sich verbündet mit Nachbarstaaten und sie hatten sich von Gott abgewendet. Sie haben gesagt, Gott, wir brauchen dich nicht, weil wir haben ja politische Allianzen. Wir können das selber. Der große Feind damals war das aufsteigende Imperium der Assyrer, die Großmacht der Assyrer. Und das war eine Macht,
die militärisch so grausam, so brutal vorgingen, dass sie eigentlich die anderen Heere einschüchtern. Die Strategie der Assyrer war, wir sind so grausam und so schrecklich in unserer Kriegsführung, dass die Heere sich ergeben, bevor sie überhaupt kämpfen. Dass sie sagen, wir werden lieber Sklaven von euch, als dass ihr uns auf schreckliche Weise umbringt. Und die Assyrer nahten sich Israel und es war eine riesige Not im Land von Israel. Und Jesaja spricht in diese Situation hinein, wo Hunger ist, wo Angst ist, wo Verzweiflung ist, wo Hoffnungslosigkeit ist. Und Gott sagt, hey, schau, ich sehe deine Hoffnungslosigkeit. Ich komme, um zu helfen. Ich finde, Hoffnungslosigkeit ist etwas vom Unerträglichsten in unserem Leben. Ich sage es mal so, du bist nicht nur krank, nicht nur arbeitslos, nicht nur einsam, nicht nur unterdrückt von Ungerechtigkeit oder in Herausforderungen, wo du sagst, hey, die Erwartungen an mich sind viel zu hoch und es drückt mir die Luft ab, sondern es ist auch keine Hoffnung da, dass sich etwas verändert. Es ist kein Licht am Ende des Tunnels. Es scheint so, als würde meine Krankheit bleiben. Es scheint so, als würde meine Arbeitslosigkeit bleiben. Es ändert sich gar nichts. Das ist Hoffnungslosigkeit. Ist ein Gefühl von Ersticken. Und in diese Situation sagt Gott, ich komme, um dir zu helfen. Ich habe genug Kraft, um deine Situation zu verändern. Das ist gewaltig. Wir lesen in Vers 1, das Volk, das in dieser Dunkelheit ist, sieht ein helles Licht. Und im Vers 3, denn wie am Tage Midians zerbricht Gott das Joch, das sein Volk drückte. Gott erinnert sein Volk, hey, erinnere dich doch daran, ich habe dich schon so oft befreit. Ich habe schon so oft gezeigt, dass ich genug mächtig bin, genug stark bin, um deine Situation zu verändern. Gott hat sein Volk erinnert an eine Zeit vor 500 Jahre vorher, als die Midianiter das Volk Israel angriffen und auch versklaven wollten. Und Gott hat durch den Richter Gideon mit nur 300 Männern hat er ein riesiges Heer in die Flucht geschlagen. Und Gott hat gesagt, mir ist doch nichts unmöglich. Ich kann alles tun. Und so kann ich dir auch helfen. Und er erinnert das Volk, glaubt an mich, vertraut mir, weil ich bin ein starker Gott. Und darum ist zu dieser Zeit von Jesaja, ist die Hauptstadt der Juden, Jerusalem, ist umzingelt von diesen Assyrern. Und sie machen dasselbe mit ihrer Einschüchterungstaktik. Sie sagen, hey, ihr könnt rauskommen mit allem Gold, mit allem Silber, mit allem, was ihr habt und ihr werdet unsere Sklaven, aber wir lassen euch leben. Aber wenn ihr euch nicht ergebt, dann werden wir euch alle umbringen. Und sie sagen, wir haben schon so viele Städte erobert und ihr werdet die Nächste sein. Und das Volk der Juden, das Volk Gottes schreit zu Gott. Und Gott sendet seinen Engel und er bringt Tod in dieses Lager der assyrischen Soldaten. Vermutlich war es eine Pest. Es starben so viele Soldaten, dass der assyrische König wieder nach Hause gehen musste, ohne Jerusalem zu erobern. Er musste mit leeren Händen sozusagen nach Hause gehen, weil Gott ein starker Gott ist. Es gibt in London heute noch eine Tonsäule, man nennt das Taylor Prisma. Die kannst du heute in London anschauen und auf dieser Säule hat der assyrische König Sanherib hat er all seine Erfolge reingeschrieben. Also immer wenn du in seinen Palast hineingingst, musstest du zuerst lesen, was das für ein großartiger König ist. Und auf dieser Säule stehen alle Namen von jüdischen Städten, die der assyrische König erobert hat. Er rühmte sich damit, ich bin der große Feldherr, ich bin der große König. Nur einen Namen findest du nicht auf dieser Säule und das ist Jerusalem. Diesen Namen findest du nicht auf dieser Säule. Der Sanherib schrieb zwar auf diese Säule, dass Jerusalem wie ein Vogel im Käfig war. Kannst du nachlesen, wenn du die Schriftzeichen kennst. Und was er auch schrieb, das entspricht der Wahrheit, dass Jerusalem dann später etwas von der Beute als Lösegeld ihm später noch nach Ninive nachsendete, aber es kam nie zu einem Triumphzug. Es kam nie dazu, dass der König in die Stadt Jerusalem hineinging, das Gold und die Juden verschleppte und so einen Triumphzug machte. Von dem liest du nichts auf dieser Säule. Warum? Erstens, weil es zu peinlich war,
dass der große König wieder abziehen musste, weil es wahr ist, dass Gott eingegriffen hatte, das Heer besiegt hatte und sie abziehen mussten, ohne Jerusalem zu erobern. Warum? Weil Gott ein mächtiger Gott ist, weil Gott zu Hilfe kommt, weil du in die Geschichte zurückschauen kannst und sehen kannst, hier hat Gott eingegriffen und so tut er es noch heute. Aber Gott verheißt nicht nur einfach Hilfe in einem Krieg für das Volk der Juden. Er verspricht nicht nur, dass er uns vom Himmel her hört und Hilfe sendet, sondern es heißt in unserem Text, er schickt einen König auf diese Erde, der Gerechtigkeit bringt für die ganze Erde. Im Vers 5 und 6 lesen wir das, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt starker Gott. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Und das hat sich erfüllt, als Jesus auf die Erde kam. Er kam mit dieser Kraft Gottes, er kam mit dieser Macht Gottes. Menschen, die krank zu ihm gebracht wurden, wurden geheilt von allen möglichen Krankheiten. Menschen wurden sogar vom Tode auferweckt, weil der Tod Jesus nichts anhaben konnte, weil Jesus den Tod überwinden kann. Er hat eine solche Macht. Er hat 5000 Menschen mit 2 Fischen und 5 Broten ernährt. Er vermehrte das Essen, weil Jesus alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Er sagt es von sich selbst, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und Jesus tut das bis heute, er tut diese Wunder bis heute. Und ich möchte einige davon erzählen, die wir in unserer Kirche erlebt haben in den vergangenen Jahren. Da ist eine Frau, die war im Rollstuhl und sie hat jahrelang immer wieder für sich beten lassen, gesagt, Jesus kann mich heilen. Er kann es machen, dass ich wieder laufen kann. Und eines Tages nach Gebet ist sie vom Rollstuhl aufgestanden und hat ihre ersten Schritte gemacht und läuft und läuft. Das ist jetzt viele Jahre her und sie braucht den Rollstuhl nicht mehr. Jesus hat sie geheilt. Jesus tut so viel mehr. Da war eine Familie, sie haben ein Kind geboren und in den ersten Stunden haben sie gemerkt, dass das Kind nicht auf Geräusche reagiert. Und der Arzt hat es untersucht und hat den Eltern gesagt, das Kind wird gehörlos sein. Und die Eltern haben gebetet. Viele Wochen, viele Monate für das Kind gebetet und eines Tages hat das Kind angefangen zu hören. Das Kind ist mittlerweile ein Teenager, ein Erwachsener in unserer Gemeinde, ist kerngesund und hört, weil Gott eingegriffen hat in diese Situation. Und Gott tut so viel mehr. Da war eine Studentin, das ist vor einem Jahr gewesen in unserem Haus und wir haben für sie gebetet. Sie wurde geheilt von Lähmungen und das sogenannte Fatigue-Syndrom wurde geheilt von Gott durch das Gebet. Die Kraft Gottes in unserem Leben heute genauso am Wirken wie damals. Aber auch Menschen, ein Ehepaar in unserer Gemeinde, das betrogen wurde um sehr, sehr viel Geld von einem Geschäftspartner. Und anstatt dass sie verbittert waren, anstatt dass sie sich zurückgezogen haben, haben sie sich aufgerafft, um diesem Geschäftspartner zu vergeben und den Frieden mit ihm zu suchen. Das ist auch Kraft Gottes in unserem Leben. Oder ich denke an all die erwachsenen Menschen in unserer Gemeinde, die ihre betagten Eltern pflegen. Und Geschichten, wo die eigenen Eltern, die gepflegt werden, nur Schimpf und Schande übrig haben für ihre Kinder und sagen, was sie alles falsch machen und sie beleidigen und es ihnen schwer machen. Und diese Menschen sind Tag und Nacht dabei, ihre Eltern zu pflegen, mit der Kraft Gottes nicht aufzuhören, immer wieder zu lieben, auch wenn Negatives zurückkommt. Die Kraft Gottes in unserem Leben. Wir haben einen starken Gott, der uns durchträgt durch schwierige Situationen, der heilen kann, der wieder aufrichten kann, der Situationen verändern kann. Das tut Jesus bis heute in unserem Leben. Und ich kann mir vorstellen, dass viele heute sagen, ja genau, so möchte ich, dass Gott eingreift in meinem Leben. So möchte ich, dass Jesus den Wunsch erfüllt, den ich schon so lange in meinem Herzen habe. Dass Jesus kommt und mein Gebet erhört. Dass Jesus kommt und meine Situation verändert, in der ich schon so lange drin bin. Dass Gott diese Dunkelheit durchbricht, in der ich heute lebe.
Ich kann das gut verstehen. So ging es auch den Juden damals. Als Jesus auf die Erde kam, all diese Wunder gemacht hat, haben sie gesagt, yes, Jesus, dich brauchen wir jetzt. Wir brauchen dich, wir möchten, dass du König wirst bei uns. Wir möchten, dass du dieser Ungerechtigkeit, die wir erleben, endlich ein Ende machst. Wir möchten, dass du die Römer aus dem Land wirfst, die Besatzungsmacht, dass du diese drückenden Steuern für immer weg sind. Komm, Jesus, und sie wollten Jesus nach Jerusalem bringen und ihn dort zum König machen und sagen, das ist doch jetzt die Erfüllung der Verheißung. In Jerusalem, wo der König David regierte, sollst du jetzt regieren und Gerechtigkeit bringen für unser ganzes Volk. Und Jesus wollte nicht. Weil Jesus unerwartet anders ist. Weil er nicht der König ist, wie wir denken, dass er handelt. Vers 23 heißt es, er wird zu Ehren bringen das Galiläa der Heiden. Jetzt Galiläa, das war das verachtetste Kaff, das es überhaupt gab in Israel. Wenn jemand wirklich stolz war auf seine Heimat, dann war es Jerusalem oder Bethlehem oder so. Aber Galiläa, das war der Ort, wo die Menschen lebten, die Kompromisse machten im Glauben, die nicht fromm waren, die andere Götzen anbeteten, die nichts mit Gott zu tun haben wollten. Aber genau dort dort wächst Jesus auf. In Galiläa der Heiden. Jesaja sagt explizit, dort leben die Menschen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Aber dort wächst Jesus auf. Dort findet Jesus seine ersten Freunde. Dort tut Jesus seine ersten Wunder. Weil er so unerwartet anders ist, als wir das oft denken. Jesus geht zu den Menschen, die es am wenigsten erwarten werden. Und noch etwas ist komisch an dieser Verheißung. Seltsam. Es heißt nicht, es kommt ein König, sondern es kommt ein Kind. Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und ein Kind steht eigentlich nicht für Gewalt und Herrschaft und Macht, sondern es steht für Unschuld. Es steht für das Menschliche, auch für das Schwache. Und so wird Jesus angekündigt. Was ist denn das für ein König? Was ist das für ein starker Gott, der als kleines Kind kommt? Weil Jesus eben nicht kommt, um Gewalt nochmals mit Gewalt zu beantworten. Jesus sagte den Juden so klar, schaut, euer größtes Problem ist nicht da draußen. Er sagt es bis heute auch uns. Unsere größten Probleme sind nicht dort draußen bei den anderen Leuten. Er sagte den Juden, das größte Problem, das ihr habt, sind nicht die Steuern, ist nicht die Unterdrückung, sind nicht die Römer. Das größte Problem, das wir haben, ist unser eigenes Herz, sagt Jesus. Und darum kommt er nicht als König, um irgendwie alles platt zu machen, was sich gegen ihn erhebt, sondern er kommt als Kind, er kommt als Mensch. Weil er sagt, das größte Problem, das wir haben als Menschen, ist unser eigenes Herz. Matthäus 15, 19 sagt Jesus, aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Aus unserem Herzen kommen böse Gedanken. Wie Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Lüge und Verleugnung, sie kommen aus unserem Herzen. Das ist die Quelle von so vielem Bösen in der Welt. Und wir Christen können ein Lied singen davon. Überall, wo Christen für längere Zeit politisch an der Macht waren, uneingeschränkt regieren konnten, kam es auch zu viel Machtmissbrauch und zu viel Gewalt. Es sind beschämende Kapitel in der Geschichte von der Menschheit, wo Christen regiert haben. Wir können ein Lied davon singen, aus dem Herzen kommen die bösen Gedanken. Und darum gab es andere Christen, die gesagt haben, wir müssen wenn wir regieren, wenn wir eine Regierung haben, muss das eine sein, die kontrolliert wird von anderen Menschen. Gewaltenteilung. Das war eine Idee der Christen, weil sie gemerkt haben, ich kann meinem eigenen Herzen nicht trauen. Ich brauche jemanden, der mich überwacht. Darum haben wir heute in unserem Staat, in den meisten Demokratien, der regiert, der die Macht hat, ist nicht der gleichzeitig die Gesetze macht. Ist auch nicht der richtet.
Wir trennen diese Gewalten, weil wir Angst haben vor unserem eigenen Herz, weil wir sagen, unser Herz muss kontrolliert werden. 4-Augen-Prinzip. Wenn du Geld zählst, bist du nicht der Einzige, sondern jemand anderes ist noch im Raum. Auch wenn die Kollekte nachher eingezogen wird. Warum? Weil wir sagen, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, wie Diebstahl. Das ist das große Problem, für das Jesus auf diese Erde kommt, unser Herz. Und ich könnte dir von meinem eigenen Leben so viele Geschichten erzählen, Dutzende von Geschichten, wo dieses böse Herz reagiert mit Gewohnheiten in meinem Leben, mit Sucht in meinem Leben, mit wie ich Mühe habe, andere Menschen zu lieben wie mich selbst. Ich mache dir nur ein Beispiel für dein eigenes Leben. Versuch mal eine Woche lang kein böses Wort über irgendeinen anderen Menschen zu sagen. Nicht mal denken, sondern nur sagen. Versuch mal eine Woche lang kein einziges böses Wort über einen anderen Menschen zu verlieren. Und ich sage bewusst nicht, versuche dich zu bessern, weil das ist schon der erste Trick von unserem Herz. Ich habe das erlebt. Wenn wir sagen, ich mache es ein bisschen besser als letzte Woche, dann sagt unser Herz, lass ihn nur mal ein bisschen machen. Ja, komm, wir lassen ihm mal 1-2 Wochen die Freude, dass er sich im Griff hat. Aber einen Monat später landest du so oft wieder in der gleichen Sünde, im gleichen Lästern oder was immer das Muster ist, du bist wieder drin. Und dann bist du entmutigter als vorher, weil es nicht geklappt hat. Und schon wieder redest du über andere Menschen so, dass du gut dastehst. Und es distanziert dich von Menschen. Es macht einsam, schlecht über andere Menschen zu reden, aber wir kommen nicht zugange mit unserem Herz. Und darum sagt Jesus, ich bin gekommen, um eine Lösung zu bringen für dein Herz und für mein Herz. Und Jesaja hat das vorausgesehen. 700 Jahre bevor Jesus gekommen ist, sagt er wurde verachtet, Jesus wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Dennoch, er nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Jesus stirbt an einem Kreuz, einen schrecklichen Tod, nicht weil er selbst schuldig war, sondern weil er die Schuld von uns Menschen auf sich nimmt. Das Böse, das wir getan haben, für das straft Gott Jesus an unserer Stelle, damit wir freigesprochen werden können, damit Gott uns vergeben kann, dass es nichts mehr Trennendes gibt zwischen dir und Gott, zwischen mir und Gott. Jesus nimmt alles weg, was uns trennen könnte von Gott. Dazu ist er gekommen. Er nimmt das Leid auf sich. Ein Kind ist uns geboren und sein Name heißt starker Gott. Schau, Jesus war beides. Er war ein Mensch und er war der starke Gott, weil wir beides brauchen. Wir brauchen einen starken Gott, der diese Welt verändert. Wir brauchen jemanden, der stärker ist als wir alle, der diese Welt einmal zu einem guten, zu einem gerechten, zu einem friedlichen Ort macht. Aber wir brauchen auch den Menschen Jesus, der kommt, um unsere Sünde auf sich zu nehmen und für unsere Schuld zu sterben. Wir brauchen beides. Und es hat mir mal so geholfen, zu sagen, hey, ich weiß nicht, warum du leidest, warum ich leide, warum so viel Schmerz in dieser Welt ist, warum Gott das zulässt. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, es ist nicht, weil Gott sich irgendwie distanziert hat. Es ist nicht, weil es Gott egal ist. Weil Jesus kam zu uns in diese Welt. Er hat gelitten wie du und ich. Er hat ein Leben geführt, das so viel Frustration erlebt hat durch andere Menschen, so viel Leid erlebt hat. Er hat selbst Einsamkeit kennengelernt und gespürt. Und niemand hatte so unendlich viel Schmerz wie Jesus Christus. Es ist nicht, dass Gott uns nicht liebt, weil Gott ist zu uns gekommen in unsere Not. Dorothy Sayers war eine Krimi-Autorin in England und sie schreibt über Jesus, aus welchem Grund auch immer Gott uns in Leid und Tod stürzen ließ, er hatte dennoch die Ehrlichkeit und den Mut, seine eigene Medizin zu schlucken.
Jesus liebt uns so sehr, dass er in unsere Welt hineinkommt, geboren wird als kleines Kind, alles durchmacht, was wir durchmachen und uns sagt, hey, ich bin bei dir, weil ich dich liebe und weil ich dich retten will. Nicht, weil ich distanziert bin oder es mir egal ist, wie es dir geht. Jesus ist da. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und sein Name ist starker Gott. Was bedeutet das für unser Leben? Was bedeutet das für diese Adventszeit? Das Erste ist, dass du mit deiner Bitte heute zu Jesus kommen kannst. Dass du sagen kannst, du hast gesagt, ich soll dich bei deinem Namen anrufen. Starker Gott, bitte komm und hilf mir. Am Ende des Gottesdienstes werden wir beten für Menschen, die in Not sind. Und wir glauben, dass der starke Gott, Jesus Christus, heute in dein Leben eingreifen kann, genauso wie er es getan hat, als er hier auf dieser Erde war. Weil er der starke Gott ist. Es bedeutet auch, dass Jesus stark genug ist, alte Gewohnheiten, destruktive Gewohnheiten in deinem Leben zu brechen und etwas Neues in deinem Leben zu beginnen. Er ist genug stark. Er hat die Macht der Sünde zerbrochen. Du kannst heute sagen, heute ist der erste Tag von einem neuen Kapitel in meinem Leben, wo ich nicht mehr in den destruktiven Mustern laufen muss, die ich mir das ganze Leben angeeignet habe, weil Jesus genug stark ist, dir ein neues Leben zu geben, neue Gewohnheiten zu geben, neues Denken zu geben. Es bedeutet drittens, dass gerade in dieser Adventszeit, wenn Erinnerungen aufkommen von deinem Leben, wo Beziehungen in die Brüche gingen, wo du Menschen verletzt hast, wo du dich schuldig gemacht hast an deinen Kindern oder an Freunden von dir, dass Gott dir zuspricht, deine Sünde ist dir vergeben. Du kannst diesen Schuldgefühlen sagen, sie können weggehen von deinem Leben. Jesus hat deine Schuld getragen, du bist freigesprochen, du bist gerecht, du kannst aufatmen, dir ist vergeben. Und zuletzt, wenn Jesus wirklich Gott und Mensch ist, dann kannst du nicht einfach Weihnachten feiern und sagen, Jesus ist inspirierend für mich oder Jesus ist ein guter Mensch oder Jesus ist ein großes Vorbild für mich. Das geht nicht. Niemand hat Jesus so behandelt, als er auf dieser Erde war. Die einen Menschen haben Jesus gehasst, weil er gesagt hat, ich bin Gott, ich bin vom Himmel auf die Erde gekommen für dich. Und sie haben ihn gehasst. Andere haben sich gefürchtet von Jesus, haben gesagt, das ist so ein Spinner, das ist so ein Verrückter, rennt weg von ihm. Und andere haben sich hingekniet und haben gesagt, du bist Jesus Christus, der Sohn Gottes, und ich übergebe dir mein Leben. Ich möchte von jetzt an mein Leben mit dir leben. Es ist eine Gnade, dass du zu mir kommst und meine Sünden vergibst. Und ich möchte anfangen, jeden Tag meines Lebens einfach in dieser Freude zu leben, dass du mir vergeben hast und dass ich wieder eine Beziehung haben kann zu Gott. Diese Reaktionen sind möglich, aber was nicht möglich ist, ist einfach zu sagen, Jesus inspiriert mich ein bisschen in der Weihnachtszeit. Ich möchte dich fragen, wo du bist, wo du stehst, wenn es um Jesus geht. Merkst du, dass Jesus dich triggert in deinem Leben, dass du wütend wirst? Vielleicht, weil er sagt, dass er Gott ist. Vielleicht, weil er aufdeckt, was in unseren Herzen alles drin ist an Bösem. Oder kannst du heute sagen, ich beuge meine Knie vor Jesus. Ich bete ihn an, weil er klein geworden ist und in diese Welt geworden, ein Kind geworden ist, um mir zu begegnen und um zu spüren, was das Leben ist, so wie ich es erlebe und am Schluss zu sterben für meine Sünde, damit ich wieder in Beziehung kommen kann mit Gott. Ich möchte dich einladen, dass dein Herz öffnest für Jesus, dass die mit Tränen säen, mit Freuden ernten können, dass Jesus anfangen kann, das Leid, die Not in deinem Leben zu verändern, dass er anfangen kann, bei deinem Herzen deine Sünden zu vergeben, dich zu retten. Denn ein Kind ist uns geboren und sein Name ist starker Gott. Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an.
Du bist mächtig und gleichzeitig so unerwartet anders, als wir es gedacht haben. Wir zeigen so schnell mit dem Finger auf andere Menschen, anstatt dass wir sehen, was in unserem Herzen ist. Und du kamst nicht mit Anklage und mit Verurteilung zu uns, sondern du kamst als Kind. Du kamst mit Barmherzigkeit. Du hilfst uns zu sehen, dass wir einen Erlöser brauchen. Du bist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, als wir noch deine Feinde waren. Und heute klopfst du an unser Herz. So deutlich, dass sogar wenn wir dich noch nie von dir gehört haben oder dich bis jetzt nicht gekannt haben, aber wir verstehen in diesem Moment das Klopfen an unser Herz so deutlich. Und du fragst uns, fragst Menschen heute Morgen, möchtest du dein Herz auftun, dass Jesus in dein Leben hineinkommen kann, deine Sünden vergeben kann, dein Herz verändern kann und dir ein neues Leben zu geben, ein ewiges Leben. Jesus, wir wollen dich anbeten für das, wer du bist, für das, was du tust. Herr, wir sind geborgen in deinen Händen und deine Kraft kann alles tun in unserem Leben. Du wirst eines Tages wiederkommen und diese Welt neu machen. Aber du wirst uns nicht wegnehmen müssen wegen all unserer Bosheit, sondern du hast uns vergeben, dass wir bleiben können und ewig mit dir leben können. Wir danken dir dafür.